Ein guter Tipp, WC-Anlage könnten sie machen in diesen Läden, weil es hat nämlich nichts. Und das ist jetzt mein grosses Problem. Jetzt habe ich nämlich da hinten gerade in Dinge geschifft. Sven Ivanic in einer wunderbaren Umfrage letzten Sonntag bei «Die Sendung des Monats». Wir wissen immer noch nicht genau, wo sie hergeschifft hat. Sie hat es nicht gesagt oder man hat es einfach Lachen nicht gehört. Wir wollen es auch nicht wissen. Und vor allem schön, dass sie «geschiffen» gesagt hat. Geschiffen? Ja. Ich will hergeschiffen. Was sagen sie echt? Die Touristen, die da überall hinbrauchen. Ja. Ich habe mich vor allem gefragt, wie fest wohl muss sie sich gefühlt haben im Gespräch mit Sven, dass sie wirklich, du merkst, die hat komplett vergessen, dass dort die Kamera läuft. Total. Oder die ist einfach sehr offen. Ja, vielleicht auch. Da schifft sie etwa die mal irgendwo. Ich weiss es nicht so. Kann man online nachschauen. Ja. Jetzt geht es los mit Comedy Männer, Folge 115. Heute reden wir über Rab im Ring, Saudis in Schaffhausen und Panzer auf dem Pausenplatz. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind der Aaron Herz. Grüezi wohl. Und der Michael Schweizer. Vater. Wie geht es euch? Ja, hervorragend geht es mir. Ich habe 2456 Tipps bekommen, was das richtige E-Bike wäre für mich. Oder? Ich bin ja im E-Bike, wie sagt man? Game. Findungsgame. Erst im Findungsgame. Ich habe noch nicht zugeschlagen, weil die Preisrange oder, von dem vollen Velo fängt irgendwo bei 1500 Franken an und geht, glaube bis 2,8 Millionen. So teuer kann ein E-Bike mittlerweile sein. Und da kommt ja noch ein Privatjet dazu. Natürlich. Und dann habe ich einen Haufen Tipps bekommen, oder, was jetzt der richtige Motor ist, was der richtige Lenker ist, oder, was die richtige Batterie ist, oder, wie viel Kapazität das so eine Batterie, wie breit das der Pneu muss sein, ob der Tacho vorne, hin oder auf der Seite und wegen dem Licht überhaupt, gell? Haben die gewusst, seit 1. April stand Tagfahrlicht bei einem 45er S-Pedelec. Ja, Pflicht. Nein, Tagfahrlicht. Ja. Die haben sogar ein Bremslicht. Und ABS. Und ABS. Eigentlich sind es Auto. Also die ganz teuren, ja. Ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, was kostet so ein Service auf so einem Velo pro Jahr? Dann musst du nur 500 bis 800 Steine rechnen für so einen Service. Wirklich? Ja, ABS. Du hast es gesagt, oder? Oh Gott. Verschleißteile. Ja. Bist du froh, hast du gefragt nach Tipps? So mittel. Nein, es sind tatsächlich, also es sind auch ein paar gute Tipps dabei gewesen, oder? Und ich bin auch viel auf YouTube gewesen und so. Ich habe Blogs gelesen und Webseiten besucht. Zum die ablenken, ja. Zum die ablenken. Und jetzt habe ich entschieden, ich wollte eigentlich nicht mehr Velo fahren. Ich habe ein Tandem und einen, der vorne tritt. Genau. Nein. Ich werde bald dir Bilder sehen von mir auf dem Velo. Ui. Wenn man will. Ja, im E-Bike bin ich drin. Nicht im S-Pedelec. Ja, eben. Normale E-Bike. Es muss 5. Kann ich aus meinen Erfahrungen sagen, wenn man Bilder von sich auf dem Velo postet, freue dich auf die Kommentare wie sorry, geil, aber mit Batterie, das ist im Fall nicht richtiges Fahren. Ich habe immerhin die Ausrede können sagen, ich habe nur 30% Lungenvolumen, habe den Schlitten. Ich sage auch einem Kollegen, der 30% Lungenvolumen. Ja, sage ich auch. Ich fahre für ihn mit. Ich sage, ich habe 30% Körperfett, das geht gar nicht anders. Was nicht mehr stimmt, du bist sehr trainiert und das ist jetzt der nächste Schritt. Ich sehe es schon. Danke vielmals. So, sehr gerne. Ja, Aaron, wie geht es dir? Ja, ich bin auch müde. Das ist jetzt nicht einmal irgendwie ein Joke oder eine Story, die für etwas funny rausläuft, sondern ich bin wirklich auch müde. Ich glaube, zum einen habe ich so einen Jetlag, die Zeitumstellung. Ich glaube auch nicht, dass es Sache, aber ich spüre es so. Wenn du von den USA schon mal heimgereist bist, auf Europa und umgekehrt, weißt du, da mehr stumpf Verschiebung, wer kennt sie nicht, gell? Keine Ahnung, es ist mir unwohl, ich schlafe schlecht, mein Magen rebelliert irgendwie. Bist du nicht Business geflogen? Ganz ehrlich? Im Schlaf? Im Schlaf? Ja. Du weißt, nein, da bin ich ganz sicher nicht Business geflogen. Nein, und sonst auch müde, dann haben wir noch eine Sendepause gehabt und das ist mir letztes Mal schon passiert, wo wir Sendepause hatten. Ich bin wie so ein bisschen aus dem Game rausgekommen, das Rad hat aufgehört zu drehen für einen Moment und dann einfach müde geworden. Ich habe mittlerweile wirklich, egal wo, hinsitzen und einschlafen. Ja. Ohne Problem. Ja. Früher noch nie können, jetzt macht es einfach und weg. Okay. Das ist vielleicht der Moment, wo es auch Zeit wäre, jetzt sich mal so Gedanken zu machen, falls du dann mal nicht mehr kannst daheim wohnen, weißt du, so, wo willst du hin, welche Pflegestufe stellst du dir vor und nein, so. Ja, ich bin dort angekommen. Ich bin wirklich ein alter Mann, der hinsitzen. Nein. Hast du kein Nein, sollte. Ich glaube, ich habe das sollte man anscheinend machen. Ich habe einfach nichts zum Vermachen. Also, ausser bald das E-Bike. Ja, bei mir kommt alles Fuchs über. Also ich habe beim Ansitzen einschlafen. Das Schlimmste ist, wenn ich mit dem Kind etwas vorlese, beim Vorlesen,
schlafe ich ein. Und dann verwache, wenn wir Kindern den Ellenbogen in die Seite geben. Und dann Papi, oh shit. Okay. Ja, genau, ich bin ja da. Oh Gott, wenn kann ich ins Bett? Muss man mit dem Berti reden, der hat in der aktuellen Folge Podcast am Pistaram erzählt, dass er kann sogar einschlafen, während 3 Kinder ihm ziehen. Das glaube ich sofort. Ja. Aber beim Haarschneiden ist er nicht eingeschlafen. Nein, beim Haarschneiden ist er nicht eingeschlafen. Wie geht es dir, Stefan? Mir geht es grundsätzlich auch gut. Ich habe das letzte Mal meinen Skipulli angelegt und eigentlich müsste er einen Trauerflor rundherum haben, weil ich habe ganz traurig meine Skiline-App aufgemacht, wo man so sieht, wie viele Fahrten das man gemacht hat. Ja, da siehst du auch, wie viele Liftfahrten du gemacht hast. Und das ist verbunden mit deinem Abo oder mit deiner Tageskarte, je nachdem, was dann löst ist. Und ich habe wirklich erschreckt festgestellt, ich habe genau 5 Skitage gehabt. Diese Saison. Was für jemanden, der ein Abo hat, eine mega schlechte Bilanz ist. Ja, Herr Bundesrat. Eine von meinen schlechteren Investments in meinem Leben. Das Abo hätte ich mir wirklich sparen können. Also die 5 Tage an Rosa-Lenzer-Heide haben sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Leider. Aber die einzelnen Tage sind schön gewesen. Ich habe eben die Hoffnung, oder theoretisch wäre es noch offen, nächstes Wochenende, wäre noch fahrbar. Haben wir jetzt alle gesagt, man muss nicht mehr gehen, Schnee ist nicht geil und lohnt sich überhaupt nicht. Wettertechnisch weiss ich jetzt gar nicht, wäre es noch jetzt Wochenende richtig warm vor allem. Ja, jetzt haben wir aber Late Night, wird nicht lange zeitlich. Und zum anderen, wenn der Schnee nichts mehr ist, dann muss man auch nicht mehr gehen. Und darum ist eigentlich im Passiven ist meine Skisaison zu Ende gegangen. Ja. Und jetzt schießt mir ein bisschen an. Wir sind nie angefangen. Bist du gar nicht auf der Ski? Nein, du fährst nicht mehr Ski, gell? Nicht mehr viel. Ja. Nur noch so ein bisschen mit den Kindern, weißt du, einen kleineren Lift und so. Wenn es irgendwo gerade einen hat, bei uns in der Nähe gibt es einen. Wenn sind wir mal irgendwo noch her, kurz. Ich glaube, einmal wirklich auf der Ski gestanden. Am Kinderlift. That's it. Okay. Ja. That's it. Aber du kämst schon eigentlich noch gut zu unserem Skigebiet. Ja, nein, also ich fahre ja auch gerne und so. Nein, aber es ist eben, also jetzt natürlich eben auch viel zu tun gewesen, mit der Late Night und so, da ist man nicht mehr so dazugekommen. Aber ich hoffe auf die nächste Saison. Ja. Alles gut. Ja, ich gebe dann mein Comeback wie andere Stefans. Der Stefan Raab zum Beispiel, oder? Der hat das grosse Comeback angekündigt. Er kämpft am 14. September ein drittes Mal gegen die ehemalige Boxweltmeisterin, gegen Regina Halmich in Düsseldorf vor über 14'000 Zuschauenden. Er hat schon 2-mal gegen sie gekämpft und macht jetzt also nochmal den Muhammad Rabi. Ja, Frauenschlag als Fernseh-Event, oder? Kann man machen. Ich weiss nicht, 2024. Ich bin nicht so sicher. Kein Problem. Gut, irgendeine Pussy wird schon auf den Grind bekommen. Ja. Ich glaube, es ist der Rahmen. Ja, wahrscheinlich schon. Die Fakten sprechen dafür. Ja, die Fakten auch vom Alter. Oder? Also er ist 57, sie ist 47, beide nicht mehr aktiv im Beruf. Hätten die sich nicht einfach zuerst gegenseitig so zum Nacht einladen und mal einfach reden? Ja. Man muss nicht immer reinschlagen. So hässige Senioren. Ja. Und sie müsste eigentlich besser, weil sie ist gelernte Anwaltshilfin. Ja, richtig. Und dann aber von 1995 bis 2007 durchgehend Boxweltmeisterin gewesen. Ja. Also da hat auch jemand gemerkt, dass man es doch auch mit Gewalt lösen kann, wenn es Herd auf Herd geht. Ist durchaus eine Option. Ja, absolut. Ja, er hat ja in diesem Video ein berühmtes Video gemacht, respektive 2 dann, das Auflösungsvideo. Und in diesem Auflösungsvideo hat der Stefan Raab einen Hut an, wo drauf steht NWSDWH. So die Buchstabenreihenfolge. Und alle fragen sich jetzt so, was könnte das heißen? NWSDWH. Es tönt ein bisschen wie der Name von einem Kind von Elon Musk. Ja, stimmt. Ist es aber, glaube ich, nicht. Nein, mein erster Gedanke war, es könnte das Transkript vom Text von Michael Schweizer aus der Late-Night-Sendung sein. Wieso verstaben mich dort so schlecht? Du bist das Metterling von Late-Night-Sendung. Ich höre die dort nicht so gut. Also man versteht die nicht gut. Das ist nicht wegen mir, es liegt ganz normal dort. Ja. Es tönt ähnlich wie so ein Formular, das du bei der Steuererklärung noch dazu tun musst. Du musst Einkommen, musst jetzt auf das Formular NWSDWH übertragen. Ja, könnte durchaus sein. Gut, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es könnte auch sein, dass ein Katz über die Tastatur gelaufen ist. Ja. Das ist ein Klassiker. Oder und dann abgeschickt. Ja, oder hat sich einen Hirnschlag auf die Kappe drücken lassen. Wo hast du den Einfall gehabt? Mag mich nicht mehr erinnern. Dein Gesicht hängt so ein bisschen. Was haltet ihr vom Comeback von Stefan Raab? Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Thomas Gottschalk-Moment. Also eine grosse Figur, eine Ikone vom Fernsehen, die so wiederkommt, bin ich immer sehr skeptisch. Auch bei Bands notabene, aber da jetzt auch, dass er nachher dass er leicht peinlich wird, ein bisschen aus der Zeit gefallen.
ich bin sehr, sehr skeptisch und ich habe keine Nerven für so Ankündigungsgeschichten. Was könnte passieren? Sag mal, was passiert! Ich habe keine Zeit. Wirklich nicht. So wichtig bist du nicht. Dann bin ich aber so fast aus Trotz interessiert, mich dann nicht mehr, was du machst. Wenn sich Leute so wichtig machen. So. Da sprechen die etwa 60 Millionen Views auf seinem Video. Ich weiss, ich bin etwa 3 Millionen davon. Und dann bist du immer wieder schauen. Ja, natürlich. Ja. Aber gleich. Ja, ich bin enttäuscht. Also so eine Ankündigung für so einen Kampf, oder? Für etwas, was wir schon zweimal gemacht haben. Ich meine, die haben irgendwie in den 2000er zweimal gegeneinander geboxt, oder? Hat er zweimal auf den Sack bekommen, oder? Es ist Fliegengewicht, das ist irgendwie 1,60 Meter groß. Und trotzdem hat sie ihn zweimal, eines hat sie ihm sogar die Nase gebrochen. Und ich Die Story verhebt da nicht, finde ich, die Promo-Story. Ja. Vielleicht löst sich es noch anders auf, aber sie verheben nicht. Ich finde es irgendwie nicht so cool. Ja, ich weiss so, nicht. ja, habe ich schon gemacht. Ja, wie wäre es mit Boxen gegen Regina Hahn? Hast du schon zweimal gemacht, ja. Ja, ich finde, er hat einfach einmal mehr nach irgendwie über 10 Jahren Abstinenz jetzt bewiesen, warum er halt an dem Punkt war, vorher, wo er ist. Er ist ein genialer Marketingmensch. Also er hat immer gewusst, wie er sich verkaufen muss. Ich meine, der ist ein gelehrter Metzger und hat den ESC auf Deutschland geholt. Also einfach so, das ist die Fallhöhe von Stefan Raab. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob alles gut war, was er je gemacht hat in der Retrospektive. Ja, in der Retrospektive kann man auch sagen, ja, es ist auch nicht alles super gewesen. Muss es auch immer im Kontext von der damaligen Zeit beurteilen. Aber ich finde einfach, dass er jetzt wieder fertig gebracht hat, eben, dass 60 Millionen Leute ein Video schauen in einer Zeit, wo alle auch noch frei haben und einfach an jedem zweiten Familientisch in Deutschland ist darüber diskutiert worden, was macht der Stefan Raab, und dass das einfach nach diesen 10 Jahren einfach weg war, komplett weg. Das bringt keine 5 Leute an in Deutschland. Und das zeigt halt schon, wie genial das ist. Es hat mich in dem Sinn auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ja, es wird etwas anderes. Andererseits, was mich noch mehr enttäuscht hätte, ist, wenn er wieder gekommen wäre und gesagt hätte, ich mache jetzt TV Total nochmal 3 Jahre. Dann hätte ich gefunden, wow, das ist so ein geiler Move, einfach zu verschwinden. Jetzt kommt er für einen Boxkampf zurück und das ist, nach dem Abend wird er wieder verschwinden und gut ist. Ja. Und das finde ich, dort hat er schon eine gewisse Größe. Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe es für ihn. Ich hoffe einfach nicht. Und auch nochmal spannend, wir haben das heute auch länger diskutiert, wird er jetzt das mal wirklich eine Chance haben? Weil sie hat jetzt auch wahrscheinlich länger nicht mehr professionell geboxt, oder? Sie hat auch aufgehört mit dem. Gibt es jetzt tatsächlich eine Chance für ihn, obwohl er 57 ist? Du sagst ganz klar nein. Ich sage, ich weiss nicht, wie der hat, also dass er logischerweise nicht so aussieht, wie er jetzt in dem Video aussieht, ist logisch, auch wenn er älter geworden ist. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, der ist wahnsinnig ehrgeizig. Oder? Vorher hat er noch jeden Tag eine Sendung gehabt, der hat gar nicht wirklich Zeit gehabt zum Trainieren. Wie es jetzt aussieht, gut, sie wird jetzt wieder trainieren bei den September. Also sie hat ihren Weltmeistertrainer wieder engagiert. Oder? Ja, sagt sie hat keine 10, 12 Jahre kein Boxhandschuh mehr angehabt, sagt sie. Oder? Ja, aber das ist Muscle Memory. Oder die Abläufe, die Bewegungen, die hat das drin. Die macht eine Woche, die trainiert eine Woche und dann ist sie wieder da. Und die wird wieder kaputt 100%. Also zum Schauen ist das halt schon lustig. Oder? Das Battle of the Sexes, oder? Was ja dort, es gibt ja einen Film, der sogar so heisst, wo, wie hat es Billie Jean King, Tennisspielerin gegen einen älteren Herren-Tennisspieler. Das ist ja immer wieder so der Kampf. Also, können jetzt Frauen nicht gleich gut wie die Männer etc. Das ist immer wieder spannend. Und ich glaube, auch mit dem spielt es natürlich jetzt ein bisschen. Ja, natürlich. Aber der Tyson hat ja jetzt den auch. Mike Tyson, da bin ich fast mehr gespannt drauf, kämpft gegen Paul, wie heisst er? Irgend so ein Influencer, wo auch noch... Jake Paul. Irgend so ein Influencer. Und da siehst du einfach ein Trainingsvideo von Mike Tyson, der auch 57 ist. Hey, fit wie noch etwas. Und ich habe aus eigener Erfahrung sagen, ich habe im Boxtraining schon in 60-Jährigen nur trainieren. Also das heisst, Händchen hinheben, so Pratzentraining. Und da spürst du, da kommt einfach eine Kraft hinführen, auch wenn der Mandli nicht mehr gross ist und nicht so kräftig ist. Da wumst. Ja. Ich will nicht gegen den boxen. Wenn man es kann, ja. Da bleibt einfach, wie du sagst, der Muscle Memory. Ich wünsche ihm alles Gute in seinem Kampf. Das wünsche ich ihm doch auch. Raab, seine Ankündigung habe ich ja zuerst für einen 1. April-Scherz gehalten. Oder nicht nur ich, also viele andere auch, oder? Ist ja auch gewesen. 1. April. Ja, stimmt, ja. Die Medien sind voll davon gewesen, von Aprilscherz und Bericht darüber von Aprilscherz, wer jetzt als einen Aprilscherz gemacht hat. Unter anderem SRF Meteo. Die haben behauptet, sie seien ausgewählt worden, um neue Namen für spezielle Wolken zu finden. Ich finde ja eher, sie könnten neue Namen für die Moderatoren finden. Gaudenz. Ja.
Gaudenz. Come on. Ja, Gaudenz oder wie seine Frau sagt, René. René Schins. Wer das nicht verstanden hat, muss halt die letzte Folge nachhören. Ja, ist so. Gut, SRF Meteo halten ja gewisse politische Kreise jetzt schon für einen Scherz, oder? Für das muss nicht 1. April werden. Also von dem her Genau. wäre es sich nur gerecht. Ein anderer Aprilscherz war, dass die Organisation der Schweizer Wanderweg bekannt hat, dass Wandern als Sportart olympisch werde. Ja, die Olympischen Sommerspiele von Paris, der Sommer, werde Wandern offiziell als neue Disziplin vorgestellt. Vielleicht gibt es so Kurzstrecke, 100 Meter Wandern. Ja! So aufs Postauto sichern, vielleicht so der Teil vom Wandern. Ja, ich glaube, es wird 3 Disziplinen geben. Ich habe das Gefühl, es wird die gelben Wanderwege geben, dann wird es die rot-weißen Wanderwege geben und die Schulreise. Unterteilt sie Pflicht und Kür, oder? So Pflicht ist so 15 Kilometer wandern. Ja. Kür ist dann so, wer bestellt am besten ein kaltes Blättchen und ein Bier. Und wer hat es gegessen, bevor der Berto zuschlägt? Ja, sehr entscheidend, ja. Ja, aber das ist super, dann kannst du auf der olympischen Flamme kannst dann so die Wurst bröteln. Und so Fackeln dabei hast. Das stimmt natürlich. Oder Marshmallows. Ja. Marshmallows. Gut, wenn ich mir so die Ausrüstung von gewissen Wanderern anschaue, habe ich das Gefühl, Wandern ist schon immer olympisch gewesen. Also, wie die sich eindecken, wie sie das Gefühl haben, sie laufen schneller, wenn sie die richtigen Kleider anhaben. Das ist wie wenn du anfängst, Jogginghosen zu kaufen, weil du denkst, ja, dann gehe ich schon gut joggen. Ja, das ist so. Aber es ist auch schade, ist es nur ein 1. April-Scherz gewesen, weil es wäre natürlich die Chance gewesen, für den Nick Hartmann doch noch olympische Medaille zu holen. Das stimmt. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Wirst du Frauen wandern schauen? Absolut. Kommt darauf an, was sie da haben. Also kommt aufs Wanderoutfit an, oder? Ja, Jogginghose. Ist ja schon, Wandern ist ja ein Schweizer Nationalsport. Ja. Wirklich, aber wir sind keine Wanderfamilie gewesen. Null. Ich glaube 20 gewesen, bis ich das erste Mal im Alpstein am Seealpsee oben gestanden bin und gefunden habe, wow, das ist verdammt schön. Okay. Und dann hat sie gepackt. Dann hast du nicht gedacht, Nein. das müsste jetzt Es öfters machen. packt mich nicht so. Ich weiss nicht, wieso. Es hat für mich immer so ein bisschen etwas, es ist so die protestantische Strenge. Zuerst muss es streng sein, bis es oben dann schön ist. Ja. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Aber bist du nie zum Beispiel so im Appenzell, wo du aufgewachsen bist, oder? Da gibt es ja die Barfußwanderwege. Nein, der Vater hat uns auf den Tennisplatz geschleicht. Wir sind gut Tennis spielen am Sonntag. Ah, Deli, das ist gerade Tennis. Nein, nicht Deli! Deli! Ich komme aus einer Tennisspielerfamilie. Überhaupt nicht. Aber Ich freue mich mega. Also jetzt auch, wenn Late Night Switzerland dann vorbei ist im Mai, habe ich ein paar Tage wirklich Zeit. Und ich hoffe wirklich mega fest, dass es dann schon schön Wetter ist, dass ich ein bisschen wandern kann. Hol dir doch schon mal Saisonkarte. Vielleicht gibt es eine App dazu. Du kannst doch immer schauen, wo du durchgelaufen bist. Ich weiss nicht, wie der Groove sagt. Ja, wir sind gesund zusammen, wir sind gesund, wir gehen jetzt da den Berg auf. Es hat so etwas Strenges. Ja, und es hat so auch etwas, ich will jetzt nicht sagen rassistisch, aber es hat so etwas Blut und Boden. Wir sind fest verbunden mit unserer schönen Schweiz. Da. Also ich gehe auch in Mallorca wandern. Hat doch nichts mit der Schweiz zu tun. Ja, dann ist es die Ausdehnung vom Reich. Und es hat auch ein bisschen, wow. Es hat auch ein bisschen eine reinigende Wirkung, Aaron. Ich kann es dir empfehlen. Geh mal 3 Stück ich 3 weiss. Tage am Stück wandern. So, machst du mal so ein bisschen. Ja, der Grind bringst du frei. Ja, das ist ja so. Der Grind bringst du frei. Den Kopf frei bekommen, den kann man ja auch eigentlich mit Kiffen werden. Wow. Die Theorie, aber Komm ich drauf, weil seit dem 1. April ist Kiffen in Deutschland legal. Oder? Du darfst 50 Gramm daheim haben. 25 Gramm darfst du mitnehmen, mit dir jederzeit, oder? Was noch relativ viel ist. Oder? Und wenn ich jetzt so schaue, was die Deutschen in letzter Zeit politisch so ein bisschen wählen, oder? Könnte man meinen, sie sind schon hart am Kiffen und haben ihre Vergangenheit vergessen. Ja, das neue Motto von Deutschland Tourismus: Deutschland, vergiss es. Ja. Wobei das Gesetz ist ja recht kompliziert. Also, das ist mehrere Seiten mit wie viel Gramm und wann und wie viel Meter von einer Schule weg und wie viel Meter von Kindern weg darfst du kiffen und so. Und ich glaube, das ist eine Strategie. Oder? Sie haben gemerkt, oder? Mit der Justiz können sie im Kiffen quasi nicht, können sie es nicht bekämpfen. Jetzt probieren sie es mit Bürokratie. Es wird funktionieren. Das verleidet es den Leuten, weißt du? Ja, Kiffen in Deutschland. Ja, Kiffen in Deutschland ist wie Kiffen, aber mit Gründlichkeit. Mit Gründlichkeit. Wenn sie etwas machen, dann richtig. Ja, sie haben dann auch immer noch Zugausfall bei der Deutschen Bahn. Es ist einfach allen gleich. So. Und die Wiesen in München heisst die Gras. Die Grasen. Geh mal auf die Grasen. Ja, aber wenn ich jetzt daheim darfst 50 Gramm haben, Korrekt. unterwegs 25. Ja. Also wenn du jetzt noch einmal hingehst und willst alles, musst zweimal laufen. Das war nicht eine Kifferidee. Nein, definitiv. Nein, das ist Ach komm, lange schon. Ja. Haben die schon mal gekifft?
Zweimal. Ehrlich? Ernsthaft? Aber schnupfen willst du nicht? Also, Nein, das ist mir einfach zu blöd. Nein, ja, ich habe zweimal gekifft. Ich habe es probiert, muss man sagen. Es macht ja total Sinn, wenn du ein neues Medikament bekommst, was deine Lunge besser macht, sich mal zu überlegen, was könnte ich jetzt machen, Ja, gut. Okay. Nein, aber das habe ich gewusst, das ist das Einzige, was ich mal ausprobieren würde. Ich habe grundsätzlich mega Angst vor Drogen. Und zwar, weil ich mich selber gut kenne, wenn mir Sachen gefallen. Manchmal gefallen mir ja plötzlich Sachen, die mir nie gefallen haben. Also fange ich gar nicht erst damit an. So, das ist mal der präventive Gedanke, den ich für mich habe. Und bei Kiffen habe ich gewusst, das wird nie eine Option sein mit meiner Lunge, dass ich das ernsthaft verfolge. Oder? Das ist also ich gewusst, okay. That's not gonna happen. Also einfach gedacht, gut, jetzt probiere ich es und habe irgendwie 3-4 Züge dann genommen. Einfach halt so in einer Runde, wo man so einen Joint rumgibt. Und es ist zweimal einfach nichts passiert. Also so, beim einen Mal bin ich so ein bisschen entspannt und ein bisschen lustig geworden. Und beim zweiten Mal ist einfach nichts passiert. Und jetzt weiss ich nicht, bin ich zu dumm zum Kiffen? Also habe ich es falsch gemacht? Wobei ich jetzt das Gefühl habe, kannst nicht mega viel falsch machen. Du ziehst, behaltest, tust es wieder raus. Ist nicht mega schwierig. Ich habe das Gefühl, ich habe es schon richtig gemacht. Ja. Aber es passiert einfach nichts. Also ich habe einmal so Haschcookies gegessen in Amsterdam noch. Oh Gott. Auch dort nichts passiert. Oh Gott. Ich weiss nicht, ob ich immun bin, keine Ahnung. Ja. Das könnte der Name sein von deiner Biografie. Stefan Büsser, zu blöd zum Kiffen. Ja. Und jeder würde sagen, glaube ich. Wir sind es mehr wie zweimal gewesen. Doch schon dreimal. Ja, doch schon 3-mal. Ja. Habe ich den Kind gesagt, 3-mal. Wahrscheinlich ist er schon mega oft gewandert, hat es einfach vergessen. Ja, das ist gut möglich. du hast dich nicht inhaliert, und hat die ganze Bandbreite an Wirkungen erlebt. Ehrlich? Und nicht inhaliert aber? Ja, nie inhaliert. Nein, natürlich das ist ganz nicht. wichtig. Dann hören doch Kind zu. Ja, ist es so. Nie inhaliert. Ist es so. Ja gut. Du, keine Ahnung, was sie bei der UNO gekifft haben, aber die haben es tatsächlich geschafft, dass ein Vertreter von Saudi-Arabien künftig die UN-Kommission zur Rechtsstellung der Frau leitet. Ja, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei diesem Posten. Fast wäre der Andrew Tate genommen worden, aber dann haben sie doch den von Saudi-Arabien. Ich verstehe, dass der Job angenommen haben. Ja, der gibt aus ihrer Sicht ja nicht viel zu tun. Ja, das stimmt. Das ist ein Jockey-Job. Ja, ich bin jetzt sicher, der das macht, dann auch freiwillig gemacht. Oder? So beim Auswahlverfahren so, Abdullah, du gehst, jalla. Und dann, oh fuck, nein, so wieder rein. Nein, zu den Frauenthemen kann ich nicht Fußball haben. Ja, oder Tennis. Ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt ein arabisches Wort für Frauenrecht? Weiß nicht. Das ist eine berechtigte Frage. Ich muss mal darüber nachdenken. Saudi-Arabien. Gut, schau, solange die Antwort nicht auf alles steinigen ist es okay. Ja. So. Es sind ja nur die Saudis Worte, weil die Iran und Afghanistan abgesagt haben. Die nicht wollen. Ja. Du, vielleicht hat es ja einen positiven Impact und die nächste Pride findet in Riyadh statt. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und vielleicht übernimmt Birni Vinzenz das Controlling von der UBS. Man weiß es nie. Ist möglich. Ja. Aber sag mal, Aaron, schaust du auf Frauenrecht? Ja, mache ich, aber Achtung, nur auf dem Deutschen. Ja, nur auf dem Deutschen. Sind besser kommentiert. Viel besser kommentiert. Ja, aber es ist schon ein bisschen ein Witz, oder? Ja, ein bisschen. Also, weil ich das gelesen habe, wirklich zuerst gedacht, es ist eben, glaube ich, irgendwie am 30. oder so rausgekommen. Gut, der 1. April-Scherz ist es noch nicht. Aber es ist schon... Nein, das ist absurd. Ja. Das ist absurd. Ja und nein. Oder? Ich meine, wenn du jetzt einem Kind etwas beibringen willst, oder? Dann tust du es lernen, sich zu begeistern für das. Das heißt, Saudi-Arabien sind Kinder. Nein, ich sage, jetzt hast du ein Kind, das immer Pflanzen kaputt trampelt im Garten. Dann schickst du es mal zum Jetten, um den Garten kennenzulernen. Und vielleicht findest du dann Freude im Garten. Sie haben Frauen in Saudi-Arabien. Es ist nicht so, dass wir Frauen kennenlernen. Ja, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Schau, jetzt zeigen wir doch mal eine Situation, wie es Frauen schlecht geht. Ja, ich wohne da. Ist halt einfach, ich sage mal, ist halt eine Möglichkeit, das Land mit dem Frauenrecht quasi zu konfrontieren. Konfrontieren ist falsch Wort, aber einfach beschäftigen oder einfach, ja. Also es ist doch gescheiter, anstatt einfach die sagen, ja gut, ihr macht was ihr wollt, ciao zusammen. Sondern, ja. Oder? Ja. Wenn die Person, die das dann macht, oder die Delegation, oder wie auch immer, die geht dann zurück auf Saudi-Arabien und trägt die Idee ins Land. Nicht? Vielleicht nicht, aber ich meine, eine kleine Chance besteht, ja. Komm, wir gerne Fußball-WM, weißt du, um es modernisieren. Es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Man probiert so Appeasement-Strategien. Und ich glaube, funktioniert nicht. Und UNO macht sich im Moment einfach keinen Gefallen mit so Zeug. Also, ich weiss nicht, ich habe letzte eine Zahl gehört, vielleicht stimmt es ja nicht ganz, dass 3/4 der UNO-Mitglieder Diktaturen oder autokratisch angehauchte Regierungen sind.
Ja, für das funktioniert es dann gleich noch erstaunlich. Ja, gut, es ist erstaunlich gut, aber sie machen sich einfach kein teils Ich weiss, Gefallen damit. das Thema ist wichtig, um das eben in die Hand zu geben von jemandem, der offensichtlich das schon nicht vorlebt. Oder? Also, ja, weiss Gut, aber die Saudis sind ein grosses Thema gewesen. Sie kommen ja auch in die Schweiz jetzt, notabene in Fußball. Oder? Sie investieren in FC Schaffhausen. Gratulieren. Ja, Sie haben jetzt, ich muss zitieren, wir haben eine Vereinigung getroffen, in den Club zu investieren. Da schreibt der Prinz Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud nach einem Treffen mit dem Jimmy Berisha. Das ist der Geschäftsführer vom FC Schaffhausen. Der FC Schaffhausen kaufen. Da. Und ganz ehrlich, die beiden Namen von den zwei Typen, das klingt wirklich, als hätten beide irgendwo in Spreitenbach einen Kiesplatz mit 25 Occasionen mit 150'000 Kilometern und mehr, ganz ehrlich. Aber kannst immer noch ein gutes Geschäft machen. Jimmy Berisha kommt immer einen guten Klapp über. Und beim Saud Abdul, wie heisst der? Al-Saud. Auch, der hat immer gute Mercedes-Benz-Angebote, oder? Ja. Ich mag es Schaffhausen gönnen. Das heisst, sie sind ja ab jetzt eigentlich im Schweizer Fußball so ein bisschen das Mekka. Ja, absolut. Ja. Ja, beim FC Schweinfurt haben sie nicht investieren. Komisch. Aus Gründen. Aber jetzt überlegt mal, ihr hättet mega viel Geld, oder? Und ihr könntet eigentlich mit dem Geld her, wo ihr wollt, um zu investieren. Ihr würdet schon auch in FC Schaffhausen investieren. Ja, das ist keine Frage. Eben welcher Club sonst. Ja, Also, voilà. ja. Der Prinz Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud. Den Namen gelesen habe, ich dachte, ist das das nächste Projekt vom Rat? Vielleicht ist das die Abkürzung vom Gut, ich weiss schon, wieso dass die Saudis beim FC Schaffhausen investieren. Dort kommen keine Frauen schauen. Aha. Also auch keine Männer, aber immerhin. Haben die nicht so viele Zuschauer? Nein. Fun Fact, ich bin der einzige Match, den ich je in Schaffhausen gesehen habe, war die Schweizer Frauen-Nazi. Okay. Ja, tatsächlich. Ja gut, also wenn ich jetzt Journalistin oder Journalist wäre, oder, dann würde ich mir Sorgen machen in Zukunft, wenn ich müsste über den FC Schaffhausen schreiben. Dann musst du aufpassen, was du schreibst. Ja, das ist Schwierig. Ja. Aber also die Saudis investieren in einen Challenge League Club. Ist gar kein Grümpi gewesen, oder wieso? Ich habe mich gefragt, redet man beim FC Schaffhausen, redet man da von einem Investment oder ist es eher eine Spende? Manchmal kann es abziehen. Ja, also ich meine, ein Investment hat eine klare Definition von Entwicklungshilfe, Ja, genau. Ist eigentlich jemals, wenn irgendwo jemand hergegangen ist und gesagt, ich habe ganz viel Geld und ich investiere das jetzt in den 2. oder 3. Liga-Club, hat es jemals gegeben, dass nachher dann die aus der Asche auferstanden sind und zu einem Club von internationaler Strahlkraft? Ja, Red Bull würde so Sachen berichten. Hey, Hoffenheim ist jetzt nicht auf der Landkarte gewesen. Ja, Red Bull da. Du meinst Leipzig. Du meinst Leipzig? Leipzig, ja, Hoffenheim RB auch. Leipzig. Ah nein, es war SAP gewesen, aber dort dasselbe. Ja. Genau, bei Hoffenheim Also ist es SAP Geld im gewesen. Fußball hilft. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, Paris Saint-Germain sind ja Saudis drauf, oder Katari. Katari hat Milliarden investiert, hat doch nie gelangt für die Champions League. Ja, aber sie spielen natürlich trotzdem in einer eigenen Liga fast schon. Also das ist schon... Ja, aber wenn du so viel Geld in willst, dann willst du Champions League und dann willst du nicht die französische... Ja, aber es ist ja nicht der einzige Club, der drin investiert worden ist. Das Problem ist ja, dass alle anderen Clubs, die in der Top-Liga oder eben in der Champions League gewinnen, die haben ja auch genau die potenten Sponsoren hin. Ja, aber eben, zum Beispiel bei Xamax hat es nicht funktioniert. Bei Wil war doch auch mal so eine Geschichte gewesen. Ja, ist jetzt nicht, sind es Türken. irgendwie aus der so, Türkei etwas. Also und schon, bei GC wird er geheißen. Ja, der Volker Eck. Volker Eck. Ja, Das ist auch ein saudischer Prinz. saudischer Prinz. Das Problem ist, oder, bei den Schweizer, sie buttern am Schluss ja dann eben nicht wirklich Geld rein, was tatsächlich etwas für bringen, sondern du hast eben die Modelle wie bei GC, wo dann, ja, weißt du, ihr gehört dann zu einem Konglomerat und effektiv Geld fließt aber nicht je, sondern man tauscht dann ein bisschen die Spieler aus und das ist eigentlich eine Entwicklungsstation. Also das bringt einem Schweizer Verein dann gar nicht. Du meinst, das ist bei Schaffhausen da der Fall? Ich finde, es tönt ein bisschen shady. Ja, wenn, dann buttert es vielleicht schon Geld ein, die es aber auch wissen, das werden wir nie mehr sehen und vielleicht wollen sie auch gar nicht, dass man das Geld irgendwo wieder sieht. Aber das ist jetzt einfach eine gewagte Theorie. Machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Zu denen, die gesehen werden, das Schweizer Militär. Ja. Oder hat die letzte Woche in Zug eine Schule besucht, wo 7- bis 12-jährige Kinder haben dann können in der grossen Pause dort mal auf diesen Panzer rumklettern, in den Schützenturm reingehen und so weiter. Also die sind wirklich mit Material auf dem Schulplatz
vorgefallen. Das war eine umstrittene Aktion, oder? Aber die Schule hat ganz klar gesagt, nein, die Kinder haben nicht Krieg gespielt, sie haben Spezialoperation gespielt. Ja. Parallel sind ja dann auch die Lehrer über Vorteile von kugelsicheren Kevlar-Schutzwesten aufgeklärt Ja, wichtig. Ja. Wichtig, Prävention. Also die Kinder haben so mit Gewehr hantiert. Wo ist der Semi? Wo ist der Semi? Er war vor der Pause noch da gewesen. Kann mal jemand schnell schauen? Es ist klassisch Win-Win, oder? Zu wenig Lehrer, zu viele Kinder, so kann man es auch lösen. Ja. Ich bin ein bisschen eifersüchtig auf die Kinder, sag's ganz ehrlich. Ehrlich? Ja, das ist irgendwie, also da läuft es jetzt wenigstens etwas. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, bei uns ist noch die Zahnputzfrau und der Verkehrspolizist gekommen. Ist schon ein bisschen geiler jetzt. Nein, die pazifistische Variante. Hast du einen alle? Ja, ist doch so. Aber wisst ihr, was braucht die Schweizer Armee? Kind. Offensichtlich. Offensichtlich. Wobei, also, es ist auch, teilweise ist es gerade genutzt worden. Ich habe gehört von 2 Buben, einen 10, einen 11, die haben gerade das Obligatorische geschossen. Ja. Schaut, ich kenne die Schule Kirchmatt nicht, aber vielleicht war es nötig gewesen. Ja. Vielleicht hat es mal ein bisschen Drill gebraucht. Ist denkbar. Denkbar. Nein, das haben es nicht alle so cool gefunden. Ja, ich finde es auch jenseits, ganz ehrlich. Wieso? Ja, ein Panzer hat auf einem Schulgelände nichts zu suchen, auch nicht am Zukunftstag. Nein, also wo sind wir da? Nein. Wo ziehst du dann die Grenzen? Oder? Beim Panzer. Nein, warte jetzt! Warte, lass mich noch raus! Oder? Ein Kind, oder, das ein gewisses Alter erreicht hat, oder, hat häufig, ich sage jetzt extra nicht normalerweise, aber häufig, oder, haben die eine Waffensammlung daheim, an Käpsli-Pistolen, an Nerfguns, an was weiß ich. Ja. Also, was? Ja. Ja, also, und dann was spielen sie? für Schüsserlis, oder? Ja. So. Ja, wir haben auch über den Pulli gespielt. Ja. So, Das, oder? Ab Ja. Fasnacht, das was gehst, oder? Jedes zweite Kostüm hat mit einer Waffe zu tun. Sei es ein Säbel, sei es ein Gewehr, sei es eine Pistole. Ja. Oder? Was schauen sie im Fernsehen? Wird geschossen, es wird gemacht und da. Wieso sollst du denn die Panzer zeigen? Also als 7-Jähriger, wie hart wäre ich begeistert, Ja, in sicher, in als einen Kind Panzer wäre ich zu fasziniert steigen. gewesen, Ja, ohne also. Ende. Jetzt geliebt. Aber Ja. ich finde es wie nicht nötig, dass man es... Ich bin nicht extrem pazifistisch, aber ich finde, der Kind einfach da, also wirklich Mordwerkzeug vor die Augen setzt, ist schon nochmal ein Unterschied zu Käpseli-Pistolen. geht ja ein bisschen ums Alter, finde ich. Oder? Also die sind ja dort eben, das ist ja, glaube ich, Primar 7 bis 12, Mittelstufe gewesen. Ja. Und da finde ich, du kommst ja, wenn du in unserem Land aufwachst, früher oder später mit dem Militärdienst wirst du konfrontiert werden. Und dann kannst du dir den Panzer auch anschauen, von ganz, ganz nah. Du darfst sogar reinsitzen und fahren, je nachdem. Das kommt ja alles noch. Aber vorausgesetzt, oder? Du bist ein Bub, oder? Weil Gleichberechtigung haben wir ja dort noch nicht. ja, aber auch als Mädchen darfst du. Du darfst, Also, ja. das ist ja nicht verboten. Ja, du schaust einfach kein Frauenmilitär. Nein, absolut. Und dort finde ich, das lange ja dann. Und ich finde es einfach noch zusätzlich unsensibel, in einer Zeit wie heute gerade, wo wir es jetzt Krieg in Europa und in der Nähe haben, so, ja. wo im dümmsten Fall vielleicht auch noch geflüchtete Personen in dieser Schule sind, die vielleicht aus diesen Gebieten kommen. Und das ist einfach auf allen Ebenen falsch. Punkt. Für mich. So, es gibt einfach keinen Grund. Und eben, ich bin auch nicht Pazifist, sondern ich finde ja, ich sehe ja, warum es das Militär braucht. Wir haben es jetzt alle leider wieder merken müssen. Aber das finde ich auch, das ist völlig unnötig an einem Zukunftstag. Das finde ich jetzt schon viel schlimmer wie irgendwie Aufklärungsunterricht, wenn du nachher daheim musst. Also, weißt, Nein, gut, da bin ich auch dagegen. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist... Naja. Aber wir bleiben gerade sozusagen beim artverwandten Thema bei der Polizei. Die ist im Bundeshaus natürlich auch präsent und muss dort weiterhin stehen. Erst vor wenigen Monaten haben ja die Bewacher, also die Polizistinnen und Polizisten, die dort im Bundeshaus Dienst verrichten, neue Stühle bekommen. Aber die dürfen es nur im Notfall benutzen. Jawohl. Die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, der hat es jetzt gelangt, die hat in einem Vorstoß gefordert, das Ende von dieser Schikane soll jetzt endlich stattfinden. Was heisst nur im Notfall benutzen? Das ist natürlich eine berechtigte Frage, oder? Zum Beispiel, wenn Terroristen das Bundeshaus stürmen, dann dürfen wir absitzen und warten, bis es vorbei ist. Das ist ein Notfall. Aber ich hätte sich Jacqueline Badram für die Leute einsetzt. Oder? Offenbar können sich Polizisten nicht selber wehren. Oder? So. Ja. Und dann frage ich mich, was ist ein Notfall? Oder? Wenn du Kugel im Bein hast, ist das dann ein Notfall? So, ja, jetzt will ich absitzen.
Gut, sie stehen ja nur, wenn Badran vorbeikommt, aber aus Angst. Ja. Achtung. Die ist streng. Die ist böse. Ja, sie kennen natürlich das Problem mit dem Stehen, oder? Also wenn sie vor der Tür aus sagt, rauchen, darf sie auch nicht absitzen, dann muss sie auch dort stehen. Das stimmt. Solidarität quasi. Ja. Aber es ist ja, als wäre der Stuhl eine Waffe, weißt du, so eine Dienstwaffe, die du bekommst. Schau, da hast du einen Stuhl, oder? Aber du darfst ihn nur im absoluten Notfall brauchen. Du musst immer probieren, ohne den Stuhl zu brauchen, zu Gang kommen. Ich überreiche Ihnen Ihre persönliche Pistole. So ein Akt? Nein, Ihren persönlichen Stuhl. Stuhl, ja blöd, natürlich. Die Polizisten, die dann so zusammen diskutieren, hast du deinen Stuhl schon mal benutzen? Oh nein, zum Glück bin ich jetzt nicht und nie einen Notfall gehabt. Ja, bei dieser Meldung vor allem müssen lachen, weil sie gesagt haben, sie haben neue Stühle bekommen. Jetzt dürfen sie ja die nicht viel benutzen. Ja. Wieso brauchen sie schon wieder neue Stühle? Ja, sag's nicht. Durchgehockt sind die nicht. Nein, das ist noch nicht abgewetzt. Das sieht aus wie neu. Da ist nie einer drauf gesessen. Ja, wir sollten neu haben. Da wird man wieder Kohle verschwendet, ohne Ende Bundessteuergelder. So Bei den Stühlen, ja. Bei den Stühlen. Da geht das Geld weg. Ja, ist doch wahr. Finden Sie das richtig oder falsch, dass die stehen müssen? Das ist lächerlich. So schwierig zu beurteilen. Nein, das ist doch lächerlich. Kommt davon, wie gross das einer ist. Was? Stuhl? Ja, nein. So musst du aufklettern und die Polizei so bambeln. Ja, das strahlt nicht so viel Autorität. So Füße aber so. Ich finde es vor allem lustig, dass ich offenbar die Leute nicht selber wehren können. Polizisten? Oder? Ja, aber das ist ein Teil von der politischen folgen ja noch im Aufgabe, Gesetz. dass du dich für Gruppen einsetzt. Dass du die grossen Probleme von unserer Zeit erkennst und dich nachher darum kümmerst. Also Jack ist so da gestanden, hat so den Fluppen gezogen und schaut so durchs Fenster rein und dann sieht sie dort einen Polizist stehen und denkt so, der arme Sieg, da wollen wir irgendetwas machen. Dann ist sie rein, oder? Sagt, sag mal, wollen die eigentlich den ganzen Tag stehen, oder was? Oder? Und dann der Polizist, ja, wir müssen den ganzen Tag stehen. Es ist unerträglich, gell, Frau Badran. Ich würde mir so wünschen, könnte ich absitzen. Ja, dann tu ich mal schauen, wie das läuft. Das ist überhaupt kein... Ich mach gerade das Telefon. Ich kenne dort noch einen. Genau, ich kenne einen. Und dann hat sie dort noch einen gekannt, oder? Und dann hat sie angerufen und dann hat er gesagt, das kann ich auch nicht machen. Aber das ist doch logisch. Das ist doch, oder, wenn Leute, die bei dir in der Firma arbeiten, mit einem Problem kommen, ist dir das ja auch näher als irgendetwas, was nichts damit zu tun hat. Ja, klar. Ja, das stimmt. Das ist ja eine gewisse Nähe rum. Ja, ich finde, es hat etwas Herziges. Es hat etwas sehr Herziges. Dass sie sich da kümmern. Das muss man sagen. Oder? Ja, ich weiss einfach nicht, was sicherheitstechnisch den Unterschied macht, wenn die hocken oder stehen. Ich kann mir vorstellen, wenn sie hocken, oder, dann sehen sie nicht mehr durchs Fenster raus, wenn Jacqueline Badran am Rauchen ist. Oder? Und sie hat einfach ein bisschen Anonymität wollen, weil sie ist immer beobachtet worden. Und jetzt, wenn sie absitzen, oder, dann sehen sie nicht mehr. Spätestens, wo einer kommt und immer für ihren Abboten. Kann mich nicht viel geben. Ich bin gestern nach unserem Dreh seit Urzeiten wieder mal an der an der Bahnhofstrasse entlang gelaufen. Jawohl. Und all die Luxusshops, die ich ehrlich gesagt nie auf dem Radar, also nicht mehr auf dem Radar hatte, wie viele von denen wir dort haben, mit Uhren und allen möglichen Topmarken drin. Und immer so ein Knecht, der dort in der Tür steht, der macht nichts anderes als Türen auf und zu. Es passiert ja nie etwas in diesen Shops. Bis etwas passiert. Ja, natürlich. Ja. Aber das ist wirklich, das ist, glaube ich, der langweiligste Job, Oprah Winfrey würde etwas anderes behaupten. Ja, dem Laden bin ich auch vorbeigelaufen. Und lustigerweise habe ich das erste, was ich da gedacht ist, oh Gott, da haben sie doch der Oprah Winfrey mal gesagt, sie können da in den Posten. Das ist wirklich, das ist schon immer noch absurd. Aber macht die nicht auch so ein bisschen an den Türen eine Selektion, wer rein darf und wer nicht? Ich bin nicht sicher, ob die jeden in den Laden lassen. Also, die haben schon auch ein Säugchen drauf. Sagen wir es mal so, wenn ich reinlaufe mit Jeans und On-Schuhen, dann ist die Chance, dass er mich innen begleitet, vielleicht ein bisschen grösser, um dann relativ schnell merken, dass er jetzt einfach nur wieder das Zeug anschauen oder kauft er tatsächlich etwas. Ja, also ich habe in meiner Verkaufslehre gelernt, oder, dass man alle Kunden gleich behandelt, egal wie sie aussehen und was sie anhaben. Weil man nie erkennen kann, nur an einem Outfit, wie kaufsbereit das jemand ist und wie viel Budget das zur Verfügung hat. Die Person in Trois-Pommes damals nicht die gleiche Verkaufslehre gemacht wie du. Die offensichtlich auch keinen Fernseher gehabt. Nein. Das auch noch. Beides nicht. Ja. Im Gegensatz zu euch, die diesen Podcast schauen. Und wenn ihr ihn schaut oder hört, dann wisst ihr auch, was jetzt am Schluss noch kommt. Der YouTube-Kommentar von der Woche. Ja. Das ist der, der noch fehlt. Michael, willst du?
Ja, Swiss Krüsch. Swiss Strüsch oder Swiss Krüsch? Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, Aber ohne Zahl, ohne Postleitzahl. ohne Postleitzahl. Schade, habt ihr nicht gewonnen. Schade, habt ihr nicht gewonnen, aber ihr seid für immer unser Podcast der Herzen. Wo nicht gewonnen? Podcast Awards. Wir haben den Podcast Award nicht gewonnen. Ah, das ist ja auch noch gewesen. Ist das gewesen? Genau. Ja. Ja. Ist das schon gewesen? Ja. Das war schon gewesen. Und wenn ihr es auch verpasst habt, so wie wir, dann Wir sind ja bewusst nicht gegangen. eine kulturelle Empfehlung. Wir haben ja unseren Reporter rausgeschickt. Simon Moser, Unser Korrespondent. unser Korrespondent von der Sprechstunde. Hört euch die ersten 30 Minuten von der letzten Ausgabe an. Es ist alles gesagt, was man muss wissen über Podcast Awards. Ja, es ist perfekt zusammengefasst. Wir würden sagen, on point zusammengefasst, so, also in einer minimalen Länge. Oder? Das ist Ja. jetzt, also, es hätte es nicht kürzer als nicht Nein, aber es war angenehm. Es ist eine angenehme Länge. Angenehme Länge gewesen. Ja. Es sind mundgerechte Stückchen, Ja. die man da serviert bekommt. Gönnt euch Bei den das. Kollegen hin. Gönnt euch das, Simon Moser in der Sprechstunde. Unbedingt. Es lohnt sich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Am Sonntag lernen wir Switzerland schauen. Helga Schneider kommt. Oh ja, da freuen wir uns. Yes.